Ja, Jesus und Scheidung. Ja, in unserer Kultur sind Scheidungen ein grosses Thema. Jede zweite Ehe wird geschieden. Und wenn wir die Statistik anschauen, müssen wir sagen, auch die verheben nicht, weil sehr viele Menschen heiraten heute gar nicht mehr. Und dann gehen Beziehungen auseinander und das wird gar nicht erfasst. Und zugleich werden wir heute Morgen sehen, wir reden von Jesus, wir reden vom Evangelium und wir reden davon, dass die Bibel uns eine ganz andere Sicht von Ehe, von Beziehung vermittelt, als wir das nur so menschlich oft eben auch wahrnehmen. Durch Jesus sind Sachen möglich, die menschlich nicht möglich könnten sein. Und ich möchte lesen aus dem 1. Korinther ab Kapitel 7, ab Vers 10 bis Vers 16. Das heißt, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. Nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf eine Trennung besteht, dann lasst ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenbleiben verpflichtet, denn Gott will, dass seine Kinder in Frieden leben. Ihr Ehefrauen könnt nicht wissen, ob eure Ehemänner vielleicht durch euch zum Glauben finden. Und ihr Ehemänner wisst nicht, ob durch euch eure Ehefrauen vielleicht zum Glauben kommen. Zuerst mal vielleicht noch ein paar einleitende Gedanken einfach zur Ehe. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, gerade am Anfang von der ganzen Geschichte von der Menschheit, dann sehen wir, dass Gott Ehe gemacht hat als eine lebenslange Beziehung zwischen Mann und Frau. Dass es ein Ort ist, wo man Liebe erleben darf, wo man Hingabe kann leben, wo man Freude miteinander teilen kann, wo man Leid auch miteinander teilt. Und es ist ein Ort, wo wir reifen können. Auf der anderen Seite sehen wir, wie sofort, wo die Sünde in die Menschheit gekommen ist, wie das auch einen Einfluss hatte auf die Ehe. Man hat sich plötzlich angefangen anzuklagen. Man ist plötzlich nicht mehr zusammengestanden. Und durch die Sünde in dieser Welt ist so viele Ehen auch zerrüttet worden und zum Teil geschieden worden. Und wenn wir über das Thema Scheidung reden heute, ihr werdet sehen, wir werden nicht anklagen, weil Gott auch nicht anklagt. Aber wir sehen, dass durch die Scheidungen Menschen durch ganz ein schlimmes Leid eben auch gehen. Die Psychologen haben herausgefunden, dass die Scheidung auf der Leidensskala, wo Menschen durchgehen, auf Platz Nummer 2 rangiert, unmittelbar nachdem, wenn ein Ehepartner oder jemand Nächstes in der Familie eben stirbt. Und das viele gar nicht ansprechen in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Ich bin ganz offen, und zwar, weil die Berichte verfassen, eben selber oft von Scheidung betroffen sind. Das sind die gravierenden Auswirkungen und gerade Langzeitauswirkungen auf die Kinder. Auf ihre Leistungsfähigkeit, auf ihre psychische Robustheit. Und ganz besonders die Söhne vermissen eine tragfähige Beziehung zu ihrem Vater. Kinder aus Scheidungsfamilien haben ein erhöhtes Risiko, selber geschieden zu werden. Bei den Mädchen ist es doppelt so hoch, bei den Buben 4-mal so hoch. Ich denke ganz einfach aus dem Grund, weil auch eine Frau mit Kind und allem eben viel mehr daran setzt, dass etwas nicht zerbricht. Was müssen wir sagen? Wer sich scheiden lässt, vererbt seinem Kind das Scheidungsrisiko. Warum? Kinder haben nicht miterlebt, wie zwei Menschen Konflikte haben können lösen miteinander, wie man zur Versöhnung ist gekommen, zur Vergebung ist gekommen. Sie haben nicht miterlebt, wie man das Leben gestaltet, wie man in guten und schlechten Zeiten wirklich zusammensteht und was einem fehlt in der Kindheit.
ist schwer wettzumachen, wenn man älter wird. Und darum sagt die Bibel dort im Vers 10, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Warum schrieb der Paulus das überhaupt? In der damaligen griechischen Kultur, wir sind ja da in Korinth, dort war es einfach, sich scheiden zu lassen. Scheidungen können ausgehen von Mann und Frau. Und im Gegensatz zur jüdischen Kultur, wo nur Männer haben können die Scheidung einreichen. Und in anderen Worten, die Gemeinde und die Kirche war umgeben von einem Mindset, wo Leute gesagt haben, hey, wenn es nicht geht und wenn es einen besseren gibt, lass dich scheiden. Und der Paulus sagt, hey, lass mal, ihr sollt nicht so denken. Warum? Er geht aufs Gebot von Jesus zurück. Jesus hat einmal gesagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was heißt das für uns? Es heißt für einen Christ, hey, ein Christ denkt anders in Bezug auf die Ehe. Schaut, für uns fängt auch schon die Ehe als Christen nicht so an, wie für die meisten Leute, die einfach sagen, ja, findet uns sympathisch, findet es erotisch, etc., etc. Hey, wir wollen einfach zusammen sein fürs Leben. Nein, für einen Christ ist Ehe ein heiliger Bund, in der er hineintritt. Es ist praktisch ein prophetisches Bild, einmal auf die Gemeinde von Jesus, wo Hochzeit hat mit Jesus selber, dem Bräutigam. Und darum ist für einen Christ die Ehe etwas Heiliges, etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Und etwas, was wertvoll und kostbar ist, dem gibt man Sorge, dem trägt man Sorge. Es ist nicht einfach ein Zivilstand, sondern es ist ein Bund, ein Bündnis. Und Bund kann man nicht auflösen, man kann sie nur zerbrechen. Schaut, für ein Christ gelten neue Realitäten. Und zwar, wir überkommen, wenn wir zu Jesus kommen, Jesus in unser Leben aufnehmen, überkommen wir etwas, was wir vorher nicht hatten. Und das ist die Präsenz vom Heiligen Geist in unserem Leben. Wir überkommen an unser Leben eine Dynamik, eine Power, ein Feuer, eine Quelle von der Hoffnung, vom Leben und auch von göttlichen Gedanken, die wir vorher nicht hatten. Und Gott möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist in einer Ehe leben. Dass wir durch Gottes Liebe wirklich zu veränderten Menschen werden. Ein Christ ist einer, der die Liebe von Gott erfahren hat. Die Liebe von Jesus am Kreuz, der gestorben ist für unsere Schuld, der uns nicht verurteilt hat, sondern der uns geliebt hat, obwohl wir Finden von ihm sind und gesagt hat, ich gebe mein Leben hin für dich. Und das ist die Gesinnung von Menschen, die mit Jesus leben. Und es ist eine Gesinnung, die wir auch in eine Ehe hineinnehmen. Und das macht einen grossen Unterschied. Hey, wir gehen nicht in eine Ehe hinein, weil wir Liebe brauchen, sondern wir gehen in eine Ehe hinein, weil wir befähigt sind, durch Jesus Liebe zu geben und dann auch wieder zu empfangen. Und für unsere Zeit werde ich Folgendes sagen. Hey, und das ist am Schluss die Message auch von dieser Botschaft heute Morgen. Durch Jesus Christus bekommen wir eine komplett andere Sicht von der Ehe und auch einen anderen Zugang, durch Krisen und Schwierigkeiten und Nöte zu gehen, als wenn wir Jesus Christus nicht haben. Und ich will dir sagen, gerade wenn du da bist und vielleicht durch eine Krise gehst, gib nicht auf. Danke fürs Amen. Gib nicht auf. Schau, Menschen sagen, hey, let it be, wenn er es nicht sieht, wenn sie es nicht sieht, wenn er so dumm tut, wenn sie so dumm tut, hey, dann vergiss es halt. Und dann gibt es so die ganze Frau, die sagt, Gott hat sicher einen besseren für dich. Aber Gott sagt etwas ganz anderes. Wenn du durch eine Krise gehst, weißt du was, ist das bei Gott eine Chance? So viele Ehen sind durch Krisen gegangen und ich weiss von Ehepaaren, die sagen, hey, dank dieser Krise haben wir Sachen gelernt und angefangen zu beachten, wo wir vorher viel zu wenig gelernt haben, wo wir viel zu wenig beachtet haben. Ich werde dir eins sagen, wenn zwei Menschen mit Jesus unterwegs sind, dann wird ihnen eine Krise zum Sagen werden. Warum? Du lernst in einer Krise zuerst einmal Gott vertrauen. Weißt du, plötzlich, wenn du merkst in einer Ehe, dass du es nicht im Griff hast, dass du den anderen nicht kontrollieren kannst, dann musst du lernen, spätestens dort, auf wer vertraust du. Wenn du nicht mehr auf dich kannst vertrauen, auf den anderen nicht mehr kannst vertrauen. Wir haben einen Gott, auf den wir vertrauen können.
Du lernst Gott vertrauen. Du lernst persönliche Veränderung. Liebe Leute, wir schauen manchmal viel zu wenig in den Spiegel. Und wir haben alle so viel mehr Veränderung nötig, als uns oft bewusst ist. Wenn du es nicht glaubst, zum Beispiel für mich, auch wenn ich 32 Jahre jetzt Pastor bin, frag meine Frau. Wir brauchen Veränderung. Eine Krise führt uns dort an, wo wir als Christen wieder neu hören auf den Heiligen Geist und sagen, Geist Gottes, hilf mir jetzt, wie gehe ich mit dem um? Du weißt, das hat mich wieder enttäuscht, das macht mich hässlich, das macht mich verrückt, wie gehe ich mit dem um? Er hat schon wieder, sie hat schon wieder. Heiliger Geist, komm mir zu Hilfe. Und heisst er nicht, der Heilige Geist, wunderbarer Ratgeber? Ist er nicht der an eurer Seite ist, um uns zu helfen und zu reden? Weißt du, was wir auch lernen in einer Krise? Wir lernen etwas, was ganz, ganz notwendig ist, und das ist Demut. Demut. Demut heisst das, wo ich sage, ich bin nicht so gut, wie ich gerne sein will. Ich brauche Jesus, ich brauche Hilfe. Wir lernen Vergebung. Wir lernen, was wirklich Liebe ist. Liebe ist nicht eine Sache für das Gefühl, sondern Liebe ist eine Kraft von Gott. Es ist so etwas anderes. Und trotzdem muss gesagt sein, dass Jesus Scheidung in einem Nebensatz in den Evangelien auch unter gewissen Voraussetzungen erlaubt hat. Und wenn sich jemand scheidet, heißt es im Vers 11, denn wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Das heißt, Gott sagt in seinem Wort, wenn du dich scheiden lässt, wenn es zerrüttet ist, wenn es nicht mehr reparabel scheint und du gehst den Schritt, dann bleib allein oder kehr zurück. Und das ist etwas, was man nicht mehr viel gehört heute in den Kirchen, auch nicht in den Freikirchen. Aber weißt du, Gottes erster Plan ist, wenn man so etwas erlebt, bleib allein, stay single. Und weißt du, das ist durch Gott und Gottes Gnade möglich. 2 Sachen dazu, ganz praktisch. Der erste Grund ist der. Die zweite Ehe, Statistik, redet Luther vielleicht da als Bibel noch, sagt, die zweite Ehe hat doppelt so hohes Risiko, geschieden zu werden wie die erste. Und Punkt Nummer 2, und jetzt kommt die geistliche Bedeutung rein. Es eröffnet eine Möglichkeit. Es heisst nämlich, oder dass sie wieder zu ihm zurückkehren. Wer allein bleibt, nimmt die Chance nicht weg, dass Gott eine Versöhnung möglich macht. Und weil ich weiss, so viele Menschen, so viele Christen sagen mir, Matthias, das ist gar nicht möglich. Aber ich sage auch eins, ich kenne auch den Gott, der gesagt hat, bei den Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das Evangelium ist eine Gotteskraft zur Veränderung. Ich weiss selber noch, wo ich betroffen war, ich habe 2 Scheidungen in meiner Familie miterlebt. Und in der einen Scheidung von meinem Onkel und von meiner Tante haben die angefangen, nachher in die Beratung zu gehen, in die Seelsorge zu gehen. Sie haben gesagt, okay, wir sind gescheitert, aber wir wollen nicht an dem Glauben scheitern. Jesus, hilf uns jetzt. Und wisst ihr, ich sage das mit einer riesen Freude heute Morgen. Weißt du, 7, 8 oder 9 Jahre später sind wir als ganze Verwandtschaft eingeladen gewesen zu ihrer 2. Hochzeit. Was Gott sagt in seinem Wort, ist möglich. Und darum sagt die Bibel, bleib allein, dass du der Gnade von Gott nicht den Weg versperrst, dass so etwas möglich wird. Jetzt manchmal fragen mich Christen, ja, wie ist das denn mit der Wiederheirat, mit einem anderen Partner? Ich bin ganz offen. Da in unserem Text ist es nicht drin und es ist derart ein vielschichtiges, komplexes Thema, dass ich es heute Morgen wirklich nicht ansprechen kann. Aber wir sind als Pastoren da, um auch Menschen zu begleiten, die durch so eine Frage gehen. Und jetzt geht es eben weiter. Und der Paulus sagt, nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Und der Vers, der geht uns auslegungsmässig schon relativ viel Arbeit. Lasst mich versuchen, in dieser kurzen Zeit, die uns bleibt, schnell zu sagen, was ist da damit gemeint? Wer sind die Übrigen? Wir lesen es
haben Sie im Vers 12 gelesen, die übrigen, das sind die Situationen, wo nicht zwei gläubige Menschen verheiratet sind, sondern wo jemand gläubig ist und jemand nicht gläubig ist. Zu denen redet Paulus jetzt da in dem Text. Und er sagt, wenn der Gläubige, und es gilt immer beide Seiten, der ganze Text, jemand hat, der nicht gläubig ist, soll er sich nicht trennen lassen von dieser Person. Was ist geschehen? Die Situation war nicht die, dass jemand, der gläubig war und jemand, der ungläubig war, geheiratet haben, sondern die Situation, die der Paulus da spricht, ist, wo zwei Menschen nicht an Gott geglaubt haben und jemand ist zum Glauben gekommen an Gott. Und dann hat sich bei dem, der gläubig ist, hat sich die Frage gestellt, bin ich jetzt noch in einer Beziehung, wo Gott segnet? Und spätestens im Sexualakt verunreinige ich mich jetzt vielleicht mit jemandem, in dem Gottes Geist nicht lebt. Und da sagt uns die Bibel sehr klar und sagt der Paulus sehr klar, lass mal, ich habe da ein Gebot, das kommt nicht von Gott in dieser Art und Weise, also kein Gebot vom Herrn. Was meint er da damit? Schaut, Jesus hat über diesen spezifischen Fall nie gelehrt. Das war etwas, was Jesus so nicht direkt angesprochen hat. Aber der Paulus geht zurück aufs Gebot von Jesus, dass Trennung in einer Ehe, egal ob jemand jetzt gläubig ist oder nicht, dass das nicht in Gottes Plan ist. Und er sagt, weißt du was, Gott, Ehe bleibt heilig vor Gott, auch wenn dein Ehepartner nicht an Gott gläubig ist. Darum soll man die Ehe schützen. Und jetzt sagt er, was eben passiert? Er sagt, der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Was heißt das? Er sagt, schau mal, wenn du gläubig bist und dein Ehepartner ist nicht gläubig, dann geschieht etwas. Eure Ehe, der Mann, der nicht gläubig ist geheiligt. Was heißt das? Wir können es vielleicht am ehesten umschreiben mit gesegnet. Etwas vom heiligen Segen Gottes kommt über die Ehe. Und zwar wie? Was der Paulus nicht meint ist, wenn jemand gläubig ist und der andere nicht gläubig, dass der nicht im Glauben steht an Jesus, in jedem Fall gerettet wird. Die Bibel sagt uns sehr klar, du wirst noch gerettet durch eine persönliche Umkehr zu Jesus Christus. Du kannst es nicht familiär ererben. Das Zweite ist, dass der Ehepartner, der nicht an Gott glaubt, gesegnet ist, weil er hat einen Boten von Gott in seinem eigenen Haus. Wie viele Menschen können sagen, hey, bei mir lebt jemand, der gesandt ist von Gott, gesandt ist wie Jesus und mir die frohe Botschaft von Jesus jeden Tag erzählen können. Das ist ein riesen Privileg. Und der Paulus sagt, schau mal, durch euren Einfluss, den ihr habt in der Familie, weil ihr an Jesus glaubt, in aller Weisheit, schlägt ihnen das Evangelium nicht um den Kopf. Das sagt er auch. Das ist eine andere Bibelstelle, die ein bisschen frommer sagt, als ich jetzt gesagt habe. Aber der hat doch die Chance, dass das Thema vom Glauben immer wieder angesprochen wird. Und die Chance, dass er so Jesus kennenlernen und kann sagen, hey, was du hast, das will ich auch. Das ist viel grösser. Und der dritte Grund ist der, dass ein Ehepartner, der Jesus gläubig wird zu einem besseren Ehepartner. Warum? Weil Jesus in dieser Person wohnt. Weil ein Ehepartner, der an Jesus glaubt, möchte Jesus ähnlicher werden. Die Person wird zunehmen an Geduld, an Liebe, an Verständnis. Hey, ich kann die Liste noch erweitern. Galater 5,22, 9-mal Frucht vom Heiligen Geist. Ganz genau. Wer kann sagen, mit so Leuten, die das sind, geduldig, liebevoll, selbstbeherrschend haben, mit so Leuten ist es gut zusammenzuwohnen? Ich würde sagen, auf alle Fälle. Sag jetzt nicht zu deinem Ehepartner, er spricht zu dir. Es gilt für uns alle. Er ist geheiligt. Und so kämpft Gottes Wort darum, dass wir nicht wie Menschen, die Gott nicht kennen, die Hoffnung aufgeben und den Battle anrühren, sondern auch wenn es vielleicht Jahre braucht, dranbleiben und sagen, Jesus, hilf mir festzuhalten, hilf mir in die Ehe zu investieren.
Und das führt mich zum zweiten Teil in dieser Predigt. Und das ist die Frage, hey, wie kann man denn in eine Ehe investieren? Wir wollen nicht nur über Scheidung reden, wir wollen über Prävention heute Morgen auch reden. Und ich werde uns 4 Gedanken mitgeben heute Morgen. Zuerst einmal, Punkt Nummer 1 ist, heirat nicht um jeden Preis. Frag dich mal, wenn du Single bist und willst heiraten, warum willst du heiraten? Wenn du heiraten willst, um glücklich zu werden, ich habe dir eine Prophezeiung gegeben heute Tag, wenn du vor der Ehe nicht glücklich bist es nachher. Ihr seid sehr weise, sehr weise, sehr weise. Warum? Du weißt ganz tief in deinem Herz, dass nur einer dich wirklich glücklich machen kann, und das ist Jesus. Nur er. Und wenn Jesus dich vor der Ehe nicht glücklich macht, dann erwartest du etwas von deinem Ehepartner, das nur Jesus erfüllen kann. Eigentlich würde ich jetzt schon sagen, Amen, lasst uns beten. Komm, wir gehen noch ein bisschen weiter. Aber wenn du willst heiraten, bist du auch frei, heisst im 1. Korinther 7,39. Ist sie frei zu heiraten, wen sie will? Nur, jetzt kommt das Komma, dass es in dem Herrn geschieht. Das heißt, Gott macht dir keine Vorgabe, wer du willst heiraten. Aber er sagt Folgendes, dass es im Herrn geschehe. Was heißt das im Herrn? Die NIV leitet es korrekterweise so aus und sagt, he must belong to the Lord. Im Herrn heißt also, jemanden zu heiraten, der auch im Herr ist oder im Glauben am Herr ist. Oder es kann andererseits auch heißen, dass es etwas ist, wo Gott Wohlgefallen dran hat. Was heißt das für dich? Hey, heirat nicht irgendjemanden, nur weil du Schmetterling im Bauch hast. Oder wie so ein Satz, den ich fast nicht hören kann. Ich habe noch nie jemanden getroffen wie er. Schon Nummer 4, aber noch nie jemanden getroffen wie er. Und ich dachte, mein Gott. Schau, ich weiss auch nicht, warum das ist mit den Hormonen und mit der rosaroten Brille etc. Ich verstehe es bis heute nicht ganz. Es ist etwas Wunderschönes. Aber es ist auch sehr verführerisch. Und es macht uns blind für die Realitäten. Im Herrn bedeutet etwas, wo Gott Wohlgefallen dran hat, lehre die Person wirklich kennen. Wie ist die Person wirklich? Und wenn ich würde sagen, was ist das wichtigste Merkmal, das du suchst bei einem Christ? Ich weiss 3. Das erste ist Charakter, das zweite ist Charakter und das dritte ist Charakter. Charakter ist das, was bleibt. Charakter ist das, was ein Mensch zeigt, wenn er unter Stress kommt. Heirat nicht jemanden, den du nie hast gesehen, verrückt werden. Du hast keine Ahnung, wer du heiratest. Ich könnte noch weitergehen. Ich könnte einen Haufen Sachen sagen, aber los auf Gott. Und weil es so schwierig ist, auf Gott zu hören, los auf Menschen um dich herum. Wenn du Eltern hast, die dich lieben, frag die Eltern. Und ich sage dir eins, deine Eltern müssen nicht an Gott glauben, um dir einen guten Rat zu geben. Eher deine Eltern steht in der Bibel. Los auf sie. Heisst nicht, dass sie immer Recht haben müssen, aber los wenigstens auf sie. Geh nicht an ihrem Rat vorbei. Schönheit und Reichtum vergönnt. Wir werden alle, brutal ist es, aber wahr ist es, wir werden alle alt und schrumpflig. Werden wir alle. Ja, weil ich schaue in den Spiegel und sage Amen, Herr, Halleluja, ganz genau. Charakter ist das, was bleibt, das ist das wahre Gold. Das ist wirklich das wahre Gold in der Ehe. Nummer 2 ist, für die Ehe, wenn du jemanden heiratest und geheiratet hast, nimm die Aufgabe ernst, den anderen kennenzulernen. Er schuf sie als Mann und Frau. Und weißt du, das heisst nicht, dass die Frauen äußerlich anders aussehen als Männer, sondern es heisst, dass ihr Wesen, ihre Art, wie sie sind und wie sie ticken, anders ist. Weißt du, und das ist eine Aufgabe. Gott gibt dir die Aufgabe, deinen Mann, deine Frau wirklich kennenzulernen. Und zwar nicht Stereotyp, ja, Frauen sind so, Männer sind so. Sondern sie wirklich kennenzulernen. Und das ist eine Aufgabe. Und so viele Ehen scheitern daran.
Und ich werde nochmal über das reden, ein bisschen pointiert, weil wir stolze Gückel sind und meinen, wir kennen den anderen wirklich. Wann hast du das letzte Mal Fragen gestellt? Du Schatz, was bedeutet dir das? Oder was löst das bei dir aus? Hilf mir zu verstehen. Lass uns über das reden. Wie können wir den Konflikt lösen? Auf was hast du Freude? Es ist eine lebenslange Aufgabe, den anderen kennenzulernen. Und ich bin jetzt, wann war es? 97. 28 Jahre in dem Fall, gell? Oder stimmt das? 28 Jahre? 28 Jahre schon. Verheiratet. Und ich behaupte heute noch nicht, ich verstehe meine Frau voll. Wirklich nicht. Wenn du Mann bist, wird zu einem Frauenversteher. Wenn du eine Frau bist, wird zu einem Mannenversteher. Und du wirst merken, deine Ehe wird aufblühen, weil der andere sich verstanden weiss und der andere weiss, sie weiss, wie ich ticke. Er weiss, wie ich ticke. Und Nummer 3, lern Vergebung, lern Versöhnung. Epheser 4. Und den mache ich jetzt mal ganz hart heute Morgen. Und zwar, um euch zu retten. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Wer von euch ist schon zornig gewesen? Wer hat schon gesündigt im Zorn? Wieso haben nicht alle auf? Okay, gut. Und jetzt heisst, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lasst den Tag nicht vorbeigehen. So. Und jetzt heißt, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Was heißt das? Wer unversöhnt ins Bett geht, öffnet seine Türen nicht für einen Räuber, sondern er öffnet seine Türen die für den Teufel. Und mir ist bewusst, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich erst vor 2 Jahren richtig gecheckt. Ich habe immer gedacht, ja Gott und so, ja unversöhnt, im Moment ist es nicht so gut. Und, aber weißt du, was passiert? Wenn wir nicht lernen, Tag für Tag versöhnt ins Bett zu gehen, am Abend baut sich etwas auf und du merkst, es ist nicht mehr so, wie es auch schon war. Es ist nicht mehr so schön, es ist nicht mehr so vertraut, es ist nicht mehr so innig. Will sie halt nicht, will ich halt nicht. Und wir reden uns raus und wir merken nicht, dass wir durch Unversöhnlichkeit etwas aufbauen in unserem Herz. Und weißt du, was das ist? Distanz, Lieblosigkeit, Resignation, unter Umständen Hass. Und das sind alles Zeichen, dass wir verblendet sind, nicht klar sind und dem Teufel Türen geöffnet haben in unseren Häusern und in unseren Ehen. Und wenn ich das in dieser Deutlichkeit sage, liebe Leute, dann sage ich das nicht gegen euch, sondern sage ich das für euch. Ich will, dass kein einziges Haus, das repräsentiert ist, in dieser Kirche einem Teufel Türen öffnet. Sondern dass die Türen zu ist und sagen, hey, Entschuldigung für das Wort, schiesst mich an, aber ich mache es gleich. Ich bitte um Vergebung. Weil ich bin schlau genug, um zu sagen, im Teufel öffnen mir die Türen nicht. Und wisst ihr, was das kostet? Es kostet uns auch nach 40 Jahren, 50 Jahren Ehe, es kostet uns etwas. Demut, zum zu sagen, es tut mir leid. Sagst du, Matthias, du weißt nicht, was sie gemacht hat. Sie muss kommen. Nein, du gehst. Du sagst, ja, ich habe nur 49%. Sie hat 51%. Bei den allermeisten Sachen, liebe Leute, braucht es zwei. Und das Letzte ist, lass dich verändern. Wir lesen manchmal den Bibelvers, kennen den alle auch, mit dem Balken und dem Splitter. Jesus hat gesagt, zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Weißt du, was Gott dir sagt? Wenn du denkst, mein Ehepartner ist 150% schuld an dem, was ist. Schau nicht auf ihn, schau auf dich und sag, Herr Jesus, hilf mir,
meinen eigenen Balken zu sehen. Hilf mir, zu sehen, welchen Teil habe ich in dieser Situation. Ich mache seit vielen Jahren noch Ehebegleitung. Ich habe noch nie eine Situation gehabt bis heute, wo die Sünde von einem Menschen 100% nur einem angelastet werden. Viele Sachen haben oft zu Situationen geführt. Für vieles gibt es eine Vorgeschichte. Und selbst wenn es so wäre, weißt du, was Jesus gemacht hat? Er war ohne Schuld. Was hat er gemacht? Er hat deine und meine Schuld auf sich genommen. Wow. Und liebe Freunde, wenn Jesus in uns wohnt, dann muss die Gesinnung von Jesus Teil von dem werden, wie wir sind, wie wir handeln, wie wir mit Schuld, Not und Konflikt umgehen. Lass mich zum Abschluss kommen. Jesus, darum sagen wir Jesus in dieser Serie. Was will Jesus sagen? Jesus und das Evangelium von seiner Kraft ist unsere Hoffnung für Beziehungen, für Single-Sein, für Geschiedene, für Eheleute, für Krisen, für das Gute im Leben. Jesus. Er macht den großen Unterschied. Und ich habe heute Morgen ein Wort für die geschieden sind. In dieser Kirche sollst du keine Anklage erleben, weil du geschieden bist. Ich sage dir, du hast schon genug gelitten. Aber Jesus sagt dir durch sein Wort in Jeremia, ich will dich wieder gesund machen. Ich will deine Wunden heilen, spricht der Herr, weil man dich nennt, die Verstoßene und Zion, nach der niemand fragt. Ich will dir eins sagen, das ist die Botschaft von Jesus für dich, wenn du durch eine Scheidung gegangen bist. Er will dich gesund machen. Er will deine Wunden heilen. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Und wir in dieser Kirche sind nicht eine Kirche, die Menschen abschreibt, wenn sie in eine Scheidung gegangen sind. Sondern wir sagen, das Evangelium sagt, Gott hat eine Zukunft. Gott hat eine Zukunft. Zweitens, wenn du in einer Scheidungsfamilie groß geworden bist, was sagt dir Gott? Er sagt, ich bin ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen. Das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Wenn du in einer Scheidungsfamilie groß geworden bist, hast du das miterlebt, wie das brutal war oder schmerzlich war. Vielleicht für einen Moment erlösend war, wo jemand gegangen ist, aber tief drinnen vermissest du gleich einen Vater, vermissest du gleich eine Mutter. Und du weißt, was Gott sagt? Gott sagt, das ist passiert, aber er selber, Gott selber, er ist ein Vater für dich. Er will dir der Vater sein, die Mutter sein, die dir gefehlt hat in deinem Leben. Er will das ersetzen, was gefehlt hat in deinem Leben. Und weißt du was, wenn das geschieht und du wendest dich Jesus zu, du nimmst Jesus auf in dein Leben und lernst ihn als Vater kennen. Weißt du, was dann passiert? Dann wirst du die Scheidungsstatistik von dieser Welt wirst du zerbrechen und sagen, aber nicht in meinem Fall, weil ich bin der Familie Gottes, ich bin bei Gott angekommen und Gott hat meine Seele geheilt und das, was kaputt gegangen ist in meiner Familie. Das ist Gottes Botschaft für dich. Wenn du durch eine Krise gehst im Moment, gib nicht auf. In Sprüche 3 heißt Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und im Hebräischen ist der Verstand nicht nur der Intellekt, sondern es heißt auch, verlass dich nicht auf deine Gefühle, verlass dich nicht auf deine Wahrnehmung, verlass dich nicht auf deine Interpretation von der Realität, sondern verlass dich auf Gott. Verlass dich auf Gott. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Gott ist in der Krise nicht fern von dir, sondern er begleitet dich. Er will dir raten, er will dich leiten.
Er will dich führen mit seiner Weisheit. Ich durfte mehrere Ehen begleiten, die sogar durch Ehebruch gegangen sind. Und wisst ihr, ich habe eines festgestellt, das gilt auch dort. Gott kann etwas tun. Gott kann den Weg zeigen, wo die Menschen sagen, vergiss es. Das ist die Kraft vom Evangelium. Das ist die Kraft von Jesus. In der grössten Krise. Und wenn du Single bist und vielleicht unbedingt heiraten willst, ich will dir den Wunsch nicht wegnehmen. Der kann ja sogar von Gott sein. Aber die Bibel sagt, habe deine Lust an dem Herrn. Und er wird dir geben, wonach sich dein Herz sehnt. Oder die anderen Worte, was du wirklich brauchst. Hab deine Lust an Gott. Lass Gott Quelle sein von deiner Freude, von deinem Leben. Und weißt du, dann kannst du beten, Herr, mach mich zu dem Ehepartner, der mal ein Segen ist für jemand anderes. Und nicht, lass mich die Person finden, die das wettmacht, was mir fehlt. Habe deine Lust an dem Herrn. Liebe Freunde, lasst uns doch heute Morgen aufstehen und im Gebet zu Jesus kommen. Beziehungen, Ehe ist nicht einfach. Und Gott weiß das. Aber weißt du was? Gott kann dir und mir eine Hoffnung und einen Wunsch geben, durch seinen Geist selber verändert zu werden. Ich kann dir sagen, es war für mich so etwas Befreiendes gewesen, und auch für unsere Ehe, wo wir früher gesagt haben, hey, wir machen den anderen nicht verantwortlich für unser Glück, für unsere Happiness, sondern wir sind das in Jesus. Das ist so etwas Schönes gewesen. Wo wir gesagt haben, hey, wir lernen Demut. Wir sind beides, meine Frau und ich, wir sind beide stolze Gückel. Und er hat uns gelehrt, Demut zu lernen, zu sagen, ja, es tut mir leid, Schatz, es war mein Fehler. Meine Güte, es ist nicht so einfach, aber es hat unsere Ehe bewahrt. 28 Jahre, Halleluja. Und wir haben noch mal 28 vor uns. Aber wir brauchen Jesus. Du brauchst Jesus. Ohne Jesus geht es nicht. Und vielleicht ist das ein Moment, wo wir heute Morgen uns einfach ausstrecken zu ihm. Und sagen, Herr, komm mir zu Hilfe. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich als Single, ich brauche dich als Verheirateter, ich brauche dich als jemand, der vielleicht im Moment verliebt ist. Jemand, der auf der Suche ist. Ich brauche dich in meiner Krise, ich brauche dich in meiner Situation. Komm, Jesus, ich kann es nicht allein und ich will es nicht allein. Und Jesus, das ist das Schöne, auch damals gewesen, wo Menschen auf dich zugekommen sind. Wo Menschen dir gesagt haben, Jesus, hilf mir. Du hast nicht einmal jemanden abgelehnt, sondern deine Arme sind offen gewesen. Du hast nicht verurteilt, du hast gesagt, komm, ich will dir helfen. Du hast gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Du hast gesagt, kommt zu mir, die ihr dürstet, die ihr nach dem Leben dürstet. Und ich will euch Wasser geben, Wasser umsonst. Herr, durch deine Gnade bekommen wir das, was wir menschlich nicht bekommen. Herr Jesus, und ich segne jede Ehe, die da ist, repräsentiert ist. Ich segne für all die jungen Menschen, die in einer Beziehung stehen, die den Weg mit dir gehen wollen. Herr, segne du sie, stärk du sie, Jesus. Vater, ich bete für all die allein sind. Von denen, die Witwen sind, bis zu denen, Jesus, die Single sind, wider Willen oder weil sie es wollen. Herr, stärk du jeden Einzelnen. Und lass du Quelle sein von unserer Freude. Lass du Quelle sein von unserer Zuversicht im Leben. Bist du Quelle von unseren tiefsten Bedürfnissen, Jesus. Und heil du dort, wo Sachen kaputt gegangen sind. Ich glaube, dass Gott jetzt das Wort von der Heilung hineinspricht in Situationen, wo Menschen sagen, ich habe so gelitten, es ist so schwer.
ich bin so betroffen von dieser Situation. Lass los heute Morgen. Komm zu Jesus. Und Jesus will dich in die Vaterschaft stellen, will dich, was Gott der Vater für dich wird. Was für eine Freude, was für eine Zuversicht, was für ein herrliches Evangelium. Amen.